herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, vielleicht ist es ein bisschen anders. Und zwar mache ich wieder mal nach sehr langer Zeit ein ungeschnittenes Video. Heisst, in diesem Video will ich eigentlich nicht schneiden. Vielleicht mache ich ab und zu mal Zooms, es hat Musik, so ein bisschen das. Aber es wird nie, also ich habe nie etwas rausgeschnitten. Und ihr habt mir Fragen auf Insta stellen. Und ja, ich habe gedacht, dass ich jetzt auch mal ein paar Fragen von euch beantworte. Und das sind so die Standardfragen, so ein bisschen, vielleicht eher so ein bisschen Live-Update-Fragen. Also ich glaube, es könnte recht spannend werden. Darum bleibt doch dran. Falls ihr euch fragt, wo ich da bin, ich bin nicht bei mir daheim, wie man unschwer erkennen kann. Ich bin auch mit Adi. Ja, wir haben den 1. August alle zusammen gefeiert mit dem Marco und Can und dem Stucki. Und wir haben auch alle beim Adi gepennt. Und ich habe gedacht, wenn ich heimkomme, habe ich noch genug Zeit, um ein Video zu drehen, aber nicht, und darum mache ich es jetzt da. Heisst, das Video ist sehr aktuell. Es ist jetzt genau 3:30 und ich hoffe, um 6 Uhr kommt es raus. Darum ja, genau. Ich würde sagen, wir fangen doch mal mit der Frage an. Ich glaube, es ist jetzt ein bisschen cringe, wenn ich da klatsche. Darum, wir lernen sie jetzt. Also, die erste Frage ist, wie hübsch findest du dich selber von 1 bis 10? Die Frage ist mir allgemein mega viel gestellt worden, so, ob ich zufrieden bin mit meinem Körper und so. Und ich finde es eine mega schwierige Frage. Weil irgendwie, ich habe das Gefühl, wenn du sagst 10, dann bist du gerade abgehoben und weiss ich was. Und irgendwie, wenn du 1 sagst, dann, keine Ahnung, dann ist es Catches for Compliments. Darum, aber momentan, ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden mit meinem Körper und allgemein mit mir selber. Also ich habe in einer Zeit lang, also das habt ihr ja vielleicht mitbekommen, eine Zeit gehabt, wo ich einfach nicht so zufrieden war mit meinem Körper, wegen Oberweite etc. Ich habe mich sick gefühlt, all das habt ihr ja immer mitbekommen. Und momentan muss ich sagen, bin ich eigentlich fühle ich mich sehr wohl mit meinem Körper. Und da würde ich sagen, so das 8, keine Ahnung. Also es gibt natürlich immer noch Luft nach oben und man findet logischerweise immer etwas, aber ja, genau, das ist meine Antwort. Bist du jetzt eigentlich mit deiner Oberweite zufrieden? Das ist eigentlich fast die gleiche Frage. Eben anschliessend das Ja. Und das ist vielleicht auch noch lustig. Irgendwie vor allem auch seit ich mit meinem Freund zusammengekommen bin. Also das heisst jetzt nicht, dass wenn ihr ein Problem mit eurer Oberweite habt, ja, sucht euch einen Freund, dann ist alles gut. Nein, aber irgendwie bei mir, ich muss sagen, mir hat das irgendwie mega geholfen. Ich hatte vor allem mega Angst gehabt, zum Beispiel von meinem ersten Mal und all dem, was die dann könnten denken, Jungs, all das Mögliche. Und irgendwie, ja, habe ich das momentan nicht mehr, weil mein Freund zufrieden ist mit meiner Oberweite so, und darum ist eigentlich alles voll easy und ich habe das Gefühl, ich bin auch, ja, ich habe auch so ein bisschen mehr gelernt und bin so ein bisschen auch erwachsener geworden und so ein bisschen so, und darum ist das vielleicht so ein bisschen so dazu gekommen, dass ich mehr zufrieden bin mit meiner Oberweite. Ja, voll. Hast du dir mal überlegt, bi zu werden? Das ist irgendwie auch eine spannende Frage, weil ich habe das Gefühl, also das hat wahrscheinlich jeder schon mal überlegt, ob er irgendwie homosexuell ist oder so. Und ich für meinen Teil muss sagen, klar, ich habe es auch schon überlegt, aber ich bin zum Entschluss gekommen, dass ich jetzt mir nicht vorstellen könnte, etwas mit einer Frau anzufangen. Wäre einfach nicht so meins, darum, ja. Was möchtest du nach dem Gymi werden oder machen? Ich habe lange gedacht, ja, ich werde dann irgendwann mal studieren, weil wenn man im Gymi ist, dann muss man ja auch studieren. Oder ich mache irgendetwas anderes. Und ich habe lange nicht gewusst, was. Und ich glaube, momentan würde ich mega gerne einfach mal selbstständig sein. Also vielleicht nur so für ein halbes Jahr oder so, also mit YouTube. Und irgendwie einfach mal das alles leben, was ich kann. Also ich habe jetzt in dieser Quarantäne habe ich zum Beispiel 2 Videos in der Woche machen und TikTok machen und all das. Also das macht mir so Spass. Irgendwie allgemein Social Media, auch Instagram und all das. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich dann mal so ein bisschen selbstständig sein könnte und wirklich Zeit habe, mein eigener Chef kann sein, das alles einplanen kann, keinen Stress außenrum haben, also schulischer Stress jetzt. Ich glaube, das wäre schon mega nice. Also darum, ja. Und was ich auch noch gerne würde, ist irgendwie mal ins Belgien gehen. Ich war schon mal 2 Wochen in Montreux und das hat mir mega gefallen und ich würde mega gerne so fließend Französisch können. Für die mich kennen, die wissen das. Ja, das ist auch so ein bisschen im Plan, vielleicht kann man es auch kombinieren, ich weiß auch nicht. Aber momentan will ich überhaupt nicht studieren, weil ich an die Schule da oben. Ja, genau. Scheiße. Was macht dich glücklich? Ich finde das auch eine spannende Frage. Ich will jetzt nicht so sagen, ja, Freund, Kollegen, Familie, keine Ahnung, Standard. Sondern irgendwie so ein allgemeine Sachen. Ich glaube, momentan macht mich irgendwie so Kleinigkeiten glücklich, wie zum Beispiel, wenn ich jemandem etwas erzähle, also ist jetzt irgendwie schwierig zu erklären, und die Person hat das irgendwie gehört und macht das dann. Also
keine Ahnung, zum Beispiel, ich habe meinem Dad gesagt, ich will unbedingt mal ein Muckennetz haben, weil mich die ganze Mucke angegriffen und jetzt hat er bei mir ein Muckennetz installiert. Und irgendwie das macht mich dann irgendwie mega glücklich, weil so, ich weiß nicht, also er hätte ja das nicht müssen bei mir machen, aber er hat es gleich gemacht und hat irgendwie so Freude gemacht und irgendwie so Sachen machen mich mega glücklich. Und natürlich Essen, das macht mich auch glücklich. In welchem Alter denkst du, dass du dein Glow-Up bekommen hast? Oh, ist noch schwierig. Ich glaube, ich habe lange überlegt bei dieser Frage. Und ich glaube im Fall so also mit 15, von 14 auf 15. Ich kann jetzt mal ein Bild einblenden. Da ist ein Bild mit 14 und da ist ein Bild mit 15. Also eigentlich dann, als ich Zahnspange bekommen habe. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich finde irgendwie, dort war so ein bisschen mein Glow-Up. Ich weiß nicht, finde ich jetzt. Welche Art von Spirale hast du und wieso hast du dich für die Verhütungsmethode entschieden? Oh Leute, ich komme so viele DMs über wieso hast du Spirale so und mega viele Frauen interessieren sich dafür und darum möchte ich nehme die Frage mal rein. Ich habe eine Hormonspirale und zwar heisst die Kilena. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Und ich habe sie genommen, weil ich einfach also zum einen Kondom habe ich vorher benutzt und ich kann halt irgendwann wechseln, weil ich es persönlich halt irgendwie schöner finde ohne Kondom, aber natürlich nur, wenn man in einer festen Beziehung ist so. Also ja, nicht für ungut. Aber ich habe dann, also Pillenstandard habe ich nicht wollen, weil ich irgendwie gelesen habe, es gibt so viele Nebenwirkungen und dies und das. Und ich bin ein Mensch, ich bin so unzuverlässig, was so Sachen angeht, wie zum Beispiel jeden Tag eine Pille nehmen. Und ich hätte dann irgendwie viel zu fest Angst, dass ich etwas vergesse, dass etwas nicht klappt. Dies, das, Ananas. Und darum habe ich halt so ein bisschen geschaut, was es für Möglichkeiten gibt. Ich habe mit meinem Frauenarzt geschaut. Und dann sind wir auf die Spirale gekommen. Ja, voll. Und das habe ich irgendwie super gefunden, weil ich muss nie daran denken. Ich habe 5 Jahre lang verhüten, ohne irgendetwas zu machen. Ich habe zusätzlich meine Tage nicht. Sie tut zwar Hormone ausschütten, aber nicht so viel wie bei einer Pille. Und darum gibt es jetzt auch nicht wirklich Nebenwirkungen und ich vertrage es eigentlich sehr gut. Es hat mir auch nicht weh gemacht beim Reintun und darum für mich ist es eigentlich voll super und ich will es jederzeit wieder machen. Genau. Nerven dich Fans amigs auf der Straße? Das ist ein schwieriges Thema. Also zum einen, ich habe immer mega Freude, wenn man mich anspricht, wirklich. Ich freue mich wie so ein kleines Kind und es macht mich mega glücklich. Es gibt einfach so gewisse Situationen, wo es mich einfach nervt. Also ein Beispiel ist, wenn du irgendwie, ich war ja schon am Bahnhof und nachher sind irgendwelche Leute und dann haben dann einfach so Natti-Style gerufen. Und ich bin so alleine dort und irgendwie fühle ich mich dann einfach so, also ich könnte es mir nicht vorstellen, das ist einfach nicht nice. So, ja, ich bin jetzt zum Beispiel am Abend mal heimgelaufen an so einer Jungsgruppe vorbei, wo so alle so 12 sind, 13 und die haben dann auch so gerufen, «Oh, Natti-Style!» Und irgendwie ist dann so, «Hoi!» Also, keine Ahnung, irgendwie, das finde ich halt einfach wack und kann ich das nachvollziehen. Also Sachen habe ich halt gar nicht gerne. Dann habe ich es lieber, wenn ihr einfach wirklich zu mir kommt und ja, also eben, ich meine jetzt halt Fans, also im Sinne von halt Leute, die mich kennen und dann so Scheiß machen und es halt wirklich eher ins Lustige ziehen als so, das finde ich einfach, ist einfach irgendwie, ja, scheiße. Genau. Oh scheiße, also ich kann mit dem Handy gerade null umgehen. Wirst du deinen Freund mal zeigen auf YouTube? Die Frage wird mir aufgestellt, ich sage es sogar bei jeder Frage, die wird mir aufgestellt, aber die wird mir wirklich aufgestellt. Und ich finde es noch schwierig zu sagen, also logisch habe ich es mit meinem Freund schon so auch abgesprochen und wir haben das von Anfang an gesagt und so. Und wir schliessen es natürlich nicht aus. Ich glaube, es wäre sicher auch mal cool, also ich stelle mir so coole Videos vor oder Bilder oder so. Also ich finde es auf jeden Fall nice, aber es gibt halt auch viele negative Scheiß-Sachen, so, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und eine öffentliche Beziehung hast. Wie zum Beispiel, also ich kenne halt so von Deutschland gibt es auch öffentliche Beziehungen. Die haben dann erzählt, dass irgendwelche fremde Leute ihrem Boyfriend geschrieben haben, «Hey, ich habe ihn gesehen, mit der rumknutschen und dies und das.» Und klar würde ich das dann nicht glauben oder so. Aber es gibt einfach dann viel zu viele Leute, die sich gleichzeitig auch noch mal in eine Beziehung mischen und dann ist «Hey, aber du hast mit dem ein Video gemacht, ist dein Freund dann nicht eifersüchtig?» Und irgendwie, das ist dann halt schon mühsam. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall cool und ich will es nicht ausschliessen, aber ich will euch jetzt auch nicht irgendetwas versprechen und sagen, ja, irgendwann wird es öffentlich sein, darum wartet ab. Ja, ich will es einfach noch offen lassen, aber ich will es nicht ausschliessen. Und wir kommen schon zur letzten Frage. Beschreib deinen Freund in 5 Worten. Oh, das ist irgendwie schwierig. Ich hätte jetzt auch gedacht, ich nehme jetzt nicht so Mainstream-Sachen wie
er ist treu, er ist nett, sondern also ich habe es da aufgeschrieben. Zum einen ordentlich, ich glaube, er ist ein sehr ordentlicher Typ, hilfsbereit, begabt, humorvoll und liebevoll. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt Standard ist, aber das ja, beschreibt mich, glaube ich, recht gut. Ja, das wären eigentlich schon alle Fragen gewesen. Ich habe jetzt im Fall gar keine Ahnung, wie lange das Video gegangen ist. Vielleicht ist es viel zu lang gegangen, vielleicht viel zu kurz. Ich sehe es da gar nicht. Es ist im Adi seine Kamera, obwohl ich schon gleich habe, aber naja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt doch unbedingt einen Daumen nach oben und vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. By the way, es tut mir leid, dass ich ungeschminkt bin. Ich habe keine Schminke dabei gehabt. Ich sehe wasted aus als fuck. Und ja, genau. Also, like das Video und ja. Tschüss!